Jawohl und servus. Zurück bin ich beim Nachsynchronisieren. Was steht da? Wir haben die Handwerkerin im Haus, weil uns die Waschmaschine übergegangen ist. Und unsere Katzen rennen was? Draußen rum schön. Kein Wunder, dass Flöhe haben. Und dann sehe ich, das Katzenklo ist voll. Ja, der Jupiter ist da nicht sehr ordentlich, gell? Was macht er? Kann er wach? Doch, der Mike ist wach. Und er darf als erstes mal aufs Klo gehen. Die fetzen sie da draußen. So, der Mikey, den misst, was müssen denn machen? Der war doch gerade schlafen, oder? Und der muss heute arbeiten, gell? Ich glaube, das ist der erste Arbeitstag, oder? Und zwar als Profisportler. Gut, im Moment ist er nur fanatischer Fan. Aber er sollte irgendwann nochmal aufsteigen. Und oh, da schaut beschissen aus, ja, schön. Alles unter Wasser. Die dreckige Wäsche liegt rum. Und oh, der Garten schon hier. Ja, los den ganzen Garten verwelken. Jetzt hat er sich so einen schönen Garten gebastelt. Und jetzt lässt er den reingehen. Scheiße. Karottenpflanze. Ach, das war der geheimnisvolle Samen. Die haben wir da mal gefunden. Da waren wir, glaube ich, mit Mikey unterwegs. Ich weiß nicht, am Strand waren wir da. Und da haben wir dann so Samen gefunden. Unbekannter Herkunft. Und es stellt sich aus, es sind Karottensamen. Ja, gut. Warum auch nicht? Zur Abwechslung. Ah, die Katze hat schon wieder übergehauen. Die haut regelmäßig von der Couch über. Der Limonenbaum, ja, der geht auch ins Ei. Da muss ich mal hinaussehen. Was macht er jetzt? Was sucht er? Was möchte er denn? Er sucht irgendwas. Und ich glaube, ich weiß auch was. Und zwar sucht er einen Rasensprenger, der automatisch draußen gießt. Allerdings gibt es sowas bei Sims nicht. Leider auf der Wäscheleine. Was? Möchte der stehen? Fuß- und Handball. Was? Das ist doch Football, oder? Der Picknickkorb. Tragbare Feuerstelle. Ich glaube, sowas macht sehr gut ins Gute, oder? Im Garten. Gruppenaktivität. Feuerstelle. Lass es brennen, Baby. Ich glaube, sowas macht sie bestimmt gut im Garten, oder? Sprenklertechnologie. Ja, das ist so ein Ding. So ein Rasensprenger, allerdings gilt der nur für den Spaß. Nicht zum Blemmigessen. So, und die Teller Valentine steht da rum, oder wie? Wahrscheinlich muss bezahlt werden. Und keiner schaut so. Möchte er sich unnötig krank melden? Na. Was macht er? Dienste anrufen. Ja, und Gärtner gibt's ja nicht. Das hat bei Sims 2 noch gegeben, dass man sich einen Gärtner einstellen kann, der dann regelmäßig vorbeikommt und den Garten pflegt. Das gibt's bei Sims 3 nicht mehr. Zumindest weiß ich nichts davon. Die steht da rum, gell?
Und der Maike lässt der Blämme gießen. Wobei das ja kein Gärtner ist. Und die Carla ist gejagt. Wegen unfreundlichen Vampir. Das kann wahrscheinlich nur der Karl sein. Weil sonst haben wir keine anderen Vampire. Okay, alles erledigt. Der Handwerker hat seine Aufgabe erfüllt und geht wieder. Und der Vampir ist durstig. Er hat wieder Durst auf Blut. Deswegen kriegt er erstmal einen Plasmasaft. Ist Plasma was anderes oder ist das Blut? Ich weiß nicht. Gibt es einen Unterschied oder ist das im Grunde das gleiche? Und da draußen, ja, genau, die Zeitung hat mal Viktor. Da draußen liegt alles ineinander. Was hat er da? Plasmafrüchte. Da ist ja schon wieder ein Viertel. Und der Mike hat den zweiten Level erreicht. Hö, da ist ein Nordpferd. Pferd. Kein Zwerg. Da haben wir doch vor längerer Zeit haben wir 3 Pferde im Garten gehabt. War Invasion. Ah, der Maike, der gießt alles gerade den Limonbaum, gell? Hey, der Hutbrenner, wen das? Das ist ja die Fahrgemeinschaft. Jetzt war Schluss mit Gießen. Ab in die Arbeit. Und der Maike hat einen bayerischen Sternenkrieg im Inventar dabei. Hey, ich sag das. Fast hätten sie das Song gefunden. Und der Vampir ist aufgestanden. Ja, toll. Und ist um 2:30. Er sollte eigentlich nachts aufstehen. Unser Kühlschrank, der ist ziemlich voll, gell, muss man sagen. Wenn man das so schaut, da haben wir schon fleißig geerntet. Was war denn das jetzt? Scroller Murphy. Ist das ein Goldfisch? Klicken wir da hier. Goldfisch. 2 Stück haben wir davon. Wo haben wir denn die her? Ja, ich seh schon, der Familie Huber ist nichts heilig. Die haben sogar Goldfische im Kühlschrank. Ein normaler Mensch hat es im Aquarium. Und die Katzen pennen. Was? Über was gefällt er sich? Sonst schimpft er rot. Was möchte jetzt schon wieder? Was macht er mit der Duschen? Oh Gott, er verkauft das. Warum? Er spekuliert auf eine Badewanne, oder wie? Bloß eine Wanne. 500 Simoleons. Wahrscheinlich das billigste am Markt. Schmitz Badewanne mit Klauen. Bad Ingo. Von Volles Rohr für 1400 Simoleons. Ich glaube Hygiene 6 und... Was war das andere? Entspannung. 7 hat es gehabt und das... Oh, 9 und 9. Und Umgebung 2. Die Powerdusche für 1600 Simoleons. Am Konto haben wir über 11.000. Und die gönnt unseren Sims. In der kann man duschen und baden. Natürlich geil. So, was bleibt da noch? Nichts mehr.
So, Carla pennt. Der Garten ist am Verwecken. Und der Karl, der düst durch die Gegend. Mit dem Müllzug in der Hand. Und wir haben Post. Aber keine Rechnung. Da war schon wieder Pferd. Wer bald narrisch. Ein Bad nehmen. Was? Hygiene hat er gar nicht nötig im Moment. Oh, jetzt hat es aufgehauen. Oh, und der Karl ist wieder an der Waschmaschine. Und er schluckt auf das Ding. Hast du das gesehen? Kein Wunder, dass das Ding da und kaputt ist. Wenn er auf das Ding schluckt. Was macht er mit dem Willi? Hector, die Katze fühlt sich auch schon belästigt von der Ding, von der Waschmaschine. Ja, oh, er ist schon wieder so unfreundlich. Und er tropft wieder mal was. Warum? So, was treibt der mit der Katze? Saugt das jetzt aus, oder wie? Oh, schön. Ich glaube, er wollte dir ein Flohbad geben. Aber Katzen und Wasser vertragen sie nicht. Dafür steht die Kalle auf. Oh, schon wieder tropft. Und der Karl hat trotz seines Vampirseins oder ein Spiegelbild. Normalerweise haben doch Vampire kein Spiegelbild, oder? So, da ist der Pfützen, die kann da ruhig wegwischen, genau. Und er muss schon wieder aufs Klo. Als Vampir muss er ganz schön oft aufs Klo gehen. Das kommt wahrscheinlich vom Plasmasaft. Vielleicht kann man den Katzen ein Flohbad geben, wenn man sie besser mit denen versteht. Das kann vielleicht die Idee sein. Aber groß gekümmert haben wir uns nicht um unsere Katzen. Was macht er? Möchte wieder den Simon rufen. Wahrscheinlich sei Neige, die Tätowiererin. Und die hat wieder mal keine Zeit, ja, wie immer. So beschäftigt kann die gar nicht sein. Was treibt er mit der Katze? Jetzt haben wir das halbe Simme, ja. Jetzt kann der rausgehen, jetzt im Garten. Die Sonne geht unter. Und der Karl kann draußen sich austoben im Garten. Kriegt er wenigstens keinen Sonnenbrand mehr. Und der Mikey, oh, der ist schon fix und fertig. Und er hat drei benötigt er zum Aufstieg. Und 4 hat er. Das heißt, er sollte bald mal aufsteigen. Aber ich sehe, die Folge neigt sich dem Ende zu. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und Servus.